Herr Lies, Wort. Merci, Herr Präsident, für die Worte. Nur diesem ganzen passionanten Exkurs, auch was die Geschichte angeht, von Beeteburg und der Beeteburger Gare, werde ich dann effektiv ein bisschen nüchtern auf das Ganze dann reagieren. Ich kann nicht aber so, dass effektiv wir zwei Deputierte von Beeteburg, dafür den zweiten Deputierten von Beeteburg wird dann auch noch Provozieren, dafür werde ich dementsprechend doch relativ kurz zahlen. Herr Präsident, merci dem Rapporteur für diesen flotten Rapport, den gemacht hat. Ich meine, Gare Beeteburg, wie schon gesagt, als ein Knotenpunkt, was der Personenverkehr am Süden angeht, dafür ein ganz wichtig Gare, dass auch die Gare hier am Land, die am zweitmeisten Passagiere hat, neben natürlich der Stadt Lützeburg, also der Gare hier an der Stadt. Und dafür ist es wichtig, dass man durch das Gare, das effektiv nicht eine Mise en Conformité gesagt, dann aber auch die Sicherheit von den Passagieren in Zukunft noch verstärkt wird konsideriert gehen, mehr dass Passagiere in Zukunft einfach mehr Komfort haben. Das ist ein Gesetzesprojekt, das geht auch Hand an Hand mit dem Ausbau oder dem Neubau von der Zugstrecke Stadt bis an den Süden, bis auf Beeteburg. Ich meine, du hast schon 20 Jahre daran geschafft, dann schmengen die Diedlinge oder die Beeteburger, wenn sie bis heimfahren oder sie kommen von Beeteburg oder von Diedling bis dahin, und dann auch können feststellen, dass wir in einer Zeit schon ein ganz impressionante Brick mit der Bowstring Brick, eine neue Brick für eben Zugverkehr entstanden ist. Ich meine, eine Brick, die ein bisschen symbolisch ist, auch für den Schienenverkehr, eine Brick, die ganz klar dokumentiert hat, das Lützeburger Land an den öffentlichen Transport und Schienenverkehr investiert. Dafür drohen zwischen der Gare Zentral an der Woche Beeteburg, da befindet sich auch die Howalter Gare. Ich meine noch die Howalter Gare, die wird nächstes Jahr 26 komplett fertiggestellt. Die war doch ein wichtiges Element, das für die Personen- oder den Schienenverkehr, dafür das just als Randnotiz vielleicht auch zwei Worte. Das neben der Urbanisierung vom Bande Gasprich an der Woche der Restrukturation von der Zack Howald an dem Midfield, die an den nächsten Jahren wirklich nach viel Meter Karienwerte gebaut gehen. Also wichtig, dass neben dem öffentlichen Transport, das hat für durchaus gesagt, auch durch geht, für eben den Individualverkehr weiter zu stärken. Und der Minister, die wisst, was du könnt, den Kontornummer rund Gemeinde Hesper, der Kontornummer Dalzing, als eben eine Bindeglied für das Ganze, da muss auch an den nächsten Jahren kommen. Ich meine, dafür die Mise en Conformité von dieser Gare ist extrem wichtig und trägt dazu bei, dass effektiv die Attraktivität vom Schienenverkehr noch mehr größer im Land geht und dafür wird CSV auch das Gesetz mit stimmen. Merci.